Haut um dritten fachte Sonndech begréessen ich aus der Kirch vum Mäertat, méiwer dro Vunheit Sondes Mass. Et singt Choral Mix Saint-Cécile Mäertat, Dirigentin ass d'Albena Petrovic, Organist den Emil Hau. No senger Improvisatioun sangemer Christ aujourd'hui vum Wackenheim. Messe de l'Abbaye arrangéiert vum René Ponchelet, Changez vos cœurs vum L'Echo, Meine Zeit vum Peter Strauch, Dona nobis pacem vum Mozart, Für mich gingst du vum Birkenfeld, an als Schlusslied Victoire vum Julien. Dugel spielt als Sorti Fantasie, nun danket alle Gott vum Muldach.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. An de biblischen Textern, da lauscht am Haut vom Wassermangel, den Volk Israel an eine große Notsituation bringt. Daraufs hin muchtet, erstellt den Herrgott ob Prof. De Mose hilft, vermittelt, weil das Volk immer im Neid zweifelt, an eine Bestätigung vom Herrgott braucht. Am Blick ob die Lesung an ob Evangelium fällt ob, dat den Duscht haut ein wichtig gemeinsam Motiv ist. De Kehr von den zwei Texter, der bezieht sich aber nicht ob den Duscht, den en am Leben hat, mehr ob den Duscht an froh, as den Herrgott an Eiser mit. An Antwort hecht, ja. Den allmächtigen Herrgott soll erbarmen, mat eis Sohn. Er soll eis Schuld no lossen, als ein ewig Leben schenken. Amen. Lasset uns beten. Gott, unser Vater, du bist der Quell des Erbarmens und der Güte. Wir stehen als Sünder vor dir und unser Gewissen klagt uns an. Sieh auf unsere Not und lass uns Vergebung finden durch Fasten, Gebet und Werke der Liebe. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Gib uns Wasser zu trinken. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen dürstete das Volk nach Wasser und murrte gegen Mose. Sie sagten: Warum überhaupt hast du uns aus Ägypten hierher hinausgeführt, um uns, unsere Söhne und unser Vieh verdursten zu lassen? Mose schrie zum Herrn: Was soll ich mit diesem Volk anfangen? Es fehlt nur wenig und sie steinigen mich. Der Herr antwortete Mose: Geh am Volk vorbei und nimm einige von den Ältesten mit. Nimm auch den Stab in die Hand, mit dem du auf den Nil geschlagen hast, und geh. Doch drüben auf dem Felsen am Horeb werde ich vor dir stehen. Dann schlag an den Felsen, und es wird Wasser hinauskommen, und das Volk kann trinken. Das tat Mose vor den Augen der Ältesten Israels. Den Ort nannte er Massa und Meriba, Probe und Streit,
weil die Israeliten den Streit begonnen hatten und den Herrn auf die Probe gestellt hatten, indem sie sagten: Ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit kam Jesus zu einem Ort in Samarien, der Sychar hieß, und nahe bei dem Grundstück lag, das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der Reise und setzte sich daher an den Brunnen. Es war um die 6. Stunde. Da kam eine samaritische Frau, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr: Gib mir zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zum Essen zu kaufen. Die samaritische Frau sagte zu ihm: Wie kannst du als Jude mich, eine Samariterin, um Wasser bitten? Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete ihr: Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt: Gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten, und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Sie sagte zu ihm: Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du also das lebendige Wasser? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, wie seine Söhne und seine Herde? Jesus antwortete ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Da sagte die Frau zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg Gott angebetet. Ihr aber sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten muss. Jesus sprach zu ihr: Glaube mir, Frau, die Stunde kommt, zu der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt, und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit.
Denn so will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist, und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau sagte zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, das ist der Gesalbte Christus. Wenn er kommt, wird er uns alles verkünden. Da sagte Jesus zu ihr: Ich bin es, ich, der mit dir spricht. Viele Samariter aus jenem Ort kamen zum Glauben an Jesus. Als die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb dort 2 Tage. Und noch viel mehr Leute kamen zum Glauben an ihn aufgrund seiner eigenen Werke. Und zu der Frau sagten sie: Nicht mehr aufgrund deiner Aussage glauben wir, sondern weil wir ihn selbst gehört haben und nun wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, wir wissen, ohne Wasser gibt es kein Leben. Unser menschlicher Körper besteht zu einem großen Teil, ja, stell dich vor, zu 50–65% aus Wasser, sodass wir für das Leben darauf angewiesen sind, regelmäßig Flüssigkeit abzuholen, zu trinken. Ohne Wasser geben wir schon noch paar Tage sterben. An Extremsituationen wie an einer Wüste kann es sogar nach viel mehr sehr im Eis geschieht sein. Als Lesung hält uns mit an die Wüste auf der Sinai-Halbinsel, auf ein lebensfeindlich Platz, wo das lebensspendende Wasser nicht gibt. Du hast bei den Israeliten Notlage so groß, dass sie in Panik geraten, also sogar der Rausfahren aus der Gefangenschaft von Ägypten, wo der Moses sie befreit hat, an Zweifel ziehen. Sie lassen Troserei und Him aus. Hier kriegt einer Stalt an reprochiert und hat völlig durch den Aufenthalt an der Wüste riecht an Messer laufen lost, ablaset an gelobten Land zu feiern. Am Fong beholen sie sich wie pubertierend Jugendlich, die wohl erwursige willen, andererseits sich aber opfeieren wie Kanner. Sie willen an gelobten Land, mit der das umständlich, und dafür motzen sie. Gut versucht wären sie gern, und de Fleischstöpper von ihren Eltern am Hotel Mama so zu soen, auch was sie dabei unfrei und angesperrt bleiben wie Sklaven. Sie sehen just hier momentan Not, verschließen sich aber für Entwicklungen, die ihnen langfristig geben, gut dongen. Mir hei interveniert den Herrgott, hier bringt Hilfe, lässt Wasser aus dem Fels sprudeln. Hier schenkt dat, wat lebensnotwendig ist, dat ob den ersten Blick. Und es kommt eine zweite Bedeutung dabei, gerade so überlebenswichtig wie die regelmäßige Zufuhr von Wasser, als für das Volk Israel Vertrauen an den ewigen Gott, den es gideiert, aniert mit seinen Orientierungen, an ihm so eine Zukunft abmischt. Gott erweist sich, lebt mit Christen, als treu, als ein Freund vom Leben. Der Moses lässt also Wasser aus dem Fels sprudeln. Wie muss man aus dem Fels vorstellen? Hat denn ihren zu dienen mit Felsenherden als sture Menschen? Mit Menschen, denen hier das Herz verstängert ist. Menschen, die für keine Frau eine Leibregung mehr empfänglich sind. Steht der Fels also für die Sünde, für Trennung von Gott, von der Lebt, Trennung, die als Herz so schwer und unglücklich mischt. Auf alle Fall hat der Fels mit Leid zu dienen, die lieblos gesehen, vielleicht auch verbattert, hart wie Beton. Es fehlt ihnen auf Fried, auf Lebenskraft, auf Spontaneität, auf Vierwitz und Interesse. Doch schlägt Moses und der Fels, und es kommt Wasser heraus. Die Israeliten trinken, sie löschen ihren Durst, und sie fanden neue Lebensmut.
De Moses schlägt mat engem Staf. Wat bedeit de Staf? Das ist ja nicht ein Zauberstab wie beim Harry Potter am Roman oder am Film. De Moses bild schlägt am Stab wieder de Fils. Hauptsache, hier mischt etwas, hier gedacht tief, lässt sich nicht gehen. Mischt instinktiv, was er machen kann und machen muss. Hier findet die richtige Lesung, weil er sich nicht mehr an der passiven Opferrolle bewegt. Auf und allem verliert der Kontakt mit Gott nicht. Hält den Kontakt sogar in der größten Schwierigkeiten oprecht. Wenn wir leifren mit Gott in Verbindung bleiben, wenn wir auch an düsteren Zeiten mit ihm rechnen, an Opien bauen, da schaffen noch mehr aus dem Vollen. Sogar an heutigen Zeiten, ob stängige Wehr, wird das Wasser vom Leben eis nicht ausgehen, und wir bleiben kreativ und munter. Und wir gehen selber ein sprudelige Quell, die Liebe vielfältig erblähen lässt. Der Schriftsteller Saint-Exupéry schreibt von seiner Zeit als Postfleher: Emol musst ihn an der Wüste Not landen. Wusst demals, könnt nimmen überleben, wann e Pütz ging fannen. Vom Pütz a vom Wasser, dat du glücklicherweise von tut, schreibt hier später. Das nicht so, wie wann ihn Wasser breicht für zu leben. Nee, das Wasser selber as leben. Das ist der kostbarste Besitz von dieser Erde. Das heutige Evangelium versammelt eis so ein Pütz, der Jakobsbuch. Mensch an der mussten auf das Platz kommen, anderenfalls gouft kein überleben. An das lebenswichtig Platz sich doch der Jesus op, für auszuruhen, und für sein Durst zu löschen. Dabei könnte das Gespräch mit einer samaritischer Frau, die auch hierher kommen ist. Der Jesus beginnt hier freundlich und erzählt wird diesmal gut nicht, mir wird die Frau einfach immer gefallen. Formuliert eng Demande. Et gibt Leute, die von sich sagen, die schönste Kontakte von ihrem Leben hätte mit einer Demande angefangen. Der Jesus bittet Frau Hilfe und lässt dort hier noch, wie sie von ihrem Leben und von ihrem Glauben erzählt. Respektiert sie an dem, was sie ist. Ihr ganz Verunsicherung und Erniedrigung kommt am Gespräch mit Jesus zum Ausdruck. Sie verschafft sich Luft bei ihm. Aber gleichzeitig gewinnt Frau, wie sie bei ihm ist, auch Hoffnung. Sie spürt, dass es für alle Menschen einen Weg geben muss, für ein erfülltes Leben zu finden. An den Höhepunkt vom Gespräch mit Jesus leidet für die Frau Jakobsbuch an der Gewissheit, er verzählt nicht nur vom Leben, er versteht etwas vom Leben. Jo, er ist Leben selber. Lieber alle gut, Wasser an Leben. Wasser ist Leben. Seit 5 Jahren fällt europaweit zu wenig Regen. Experten schwätzen von der schlimmsten Drischend seit 500 Jahren und warnen für die Zukunft. Leben wird damit vielfältig bedroht. Am Frankreich stellen sie los schon einen Wasserplan für den kommenden Sommer auf. Weil Wasser und Leben gehören zusammen. Nimmen do, wo genug Wasser ist, als Leben nachhaltig gesichert. Dem Jesus sei Wort vom liewischen Wasser kriegt hier einen eigenartig existenziellen Klang am Evangelium. Auf den nächsten Blick scheint alles ganz normal zu sein. 2 Menschen kommen bei engem Pütz zusammen, weil sie durchtun. Der Jesus als Detsch von seiner Wanderung an rascht. Und die Samariterin könnt bei der Pütz für Wasser zu schaffen. Sie dedichen Madeneen. Dabei stellt sich heraus, ihm geht es nicht an nächster Stelle das Wasser aus dem Buch. Wasser ist mehr wie etwas für den Durst zu löschen. Hier selber ist das Wasser für das Leben, das an der persönlichen Not, an der Dreschen vom Leben Rettung bringt, an den existenziell Verdreschenen verhindert.
Hole mir, lief Leid, des Lebenswasser vom Jesus op. Die persönliche Not von der Frau weist sich an ihren gescheiterten Relationen. Aber darauf geht Jesus nicht mehr ganz relativ an. Die eigentliche Point vom Gespräch geht der froh no, wo begegnen ich Gott? Und du hast die Antwort bei den Juden und bei den Samariter eng einer. Die Antwort, die de Jesus gibt, als revolutionär. Für Gott unzubieten, braucht kein bestimmter Platz, auch nicht den Tempel zu Jerusalem. Mir das wird überall möglich sein. Am Geist und an der Wohlricht, wie ihr seht. Das, wie wann hier ein Samariterin hätte willen drauf vorbereden, dass Gottes Begegnung auch bei diesem Pütz und an diesem Moment hei anelo geschieht. Aber wie sie nun über den Messias mit ihnen diskutieren, seht hier ganz unvermittelt, ich sinnet, dem mat da schwätzt. An hier nas berät, für ihren Lebensdurst zu stillen. Liebe Brüder und Schwestern, Gottes Begegnung ist überall möglich. Am höchsten Moos aber lo an der Mass. Stille noch mir eise Lebensdurst beim Jesus. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir willen bierden zum Herrgott, den Quell von eisem Leben ist. Für all Menschen, die sich ausgebrannt spüren, dass sie erfrischt gehen durch die Quell von Denger lebt. Herr, erheie Eis. Für all Eiskanner, die sich ob die Kommunion für bereden, an die Junken, die just Firmung gemacht haben, los sie durch immerem Neifannen als Quell von ihrem Leben. Herr, erheie Eis. Für all, die an Eiserpaar Verantwortung drohen, für die Benevoler, die sie unterstützen. Los sie Menschen, denen sie begegnen, Zugang verschaffen zu der Quell vom Klaven, zu dir. Herr, erheie Eis. Für all Kranker, dass sie Kraft fannen an dem, was du erläng hingehen kannst. Herr, erheie Eis. Für all Eis Leib verstorben und die mir Haut besonnig denken, hol sie ob an dein Himmelreich. Herr, erheie Eis. So biete mir durch, du eise Lebensquell, durch Christus eisen Herr. Ruhig sein mit dir.
Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme, zu seinem Lob und zum Heil der ganzen Welt. Barmherziger Gott, befreie uns durch dieses Opfer von unseren Sünden und schenke uns die Kraft, auch den Brüdern und Schwestern zu vergeben, wenn sie an uns schuldig geworden sind. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Er hatte der Samariterin schon die Gnade des Glaubens geschenkt, als er sie bat, ihm einen Trunk Wasser zu reichen. Nach ihrem Glauben dürstete ihn mehr als nach dem Wasser, denn er wollte im gläubigen Herzen das Feuer der göttlichen Liebe entzünden. Darum preisen dich deine Erlösten und vereinen sich mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist hellig, Herr Gott, an alles, was du geschaffen hast, verkenne ich dein Lob. Allem, was das schenkst du Leben am hellig durch dein Jung, eisen Herr Jesus Christus und durch die Wirke vom Heiligen Geist. Immer feierst du Volk zu summen, das dir gehört, wie dat es überall, von Osten bis nach Westen, Dingem Numm ein Opfer durchbringt, das dir gefällt. Du verbieten wir dich, Herr, guck, ob das Goven, die wir bruch tun, für dir zu weihen, mach sie hellig durch dein Geist. Lose zum Leib an zum Blut gehen von dem Jung, eiser Herr Jesus Christus, den es abgedrohen hat, das Geheimnis zu feiern. Weil an der Nacht, wo ihr verroden gouf, du höllt ein Brot as ing hen, seht ein Dankgebiet, bricht Brot, regnet singe Frin a seht, holt an erst alle gut davon, Datei as mein Leib, Getier gehen für ich. Nom ersten hält noch de Kirlich, seederem ein Dankgebiet, rechte Kirlich singe Frin a seht, holt an dringt alle gut raus. Datei as de Kellich mat mingem Blut, Blut vom Neien an ewige Bund. Et fließt für ich an die viel Aner, wie dat Sünden verziehe gin. Macht es als mein Undenken. Geheimnis vom Glauben, dein Tod, Herr, verkünde ich mir, dein Oberstuhl feiere mir, bis du kommst am Herrn. Herr Gott, du wir feiern mir Dundenken von dem Jung, mir verkünde sei Leiden, durch das wir erlöst sind, wir bekennen die Herrlichkeit von seinem Oberstuhl auf von seiner Himmelfahrt. Wir werden drauf, dass ihr ne Rimm könnt Ende von der Welt.
So bring mir des Liewicht an Hellicht Affer dur, fir dich ze lowen, an dir Merci ze soen. Guck voller Leift op d'Affer vun dinger Kirch, erkenn du an d'Affer vun dingem Jung, dat eis mat dir versehen tuet, so wie dei Wille wär. Wa ma lo mat zingem Leif a mat zingem Blut gestärkt, a mat zingem Geest erfüllt gin, da los eis Leif an Geest gin a Christus. Hier soll eis selber zu engem Affer machen, dat wir immer dir geheiert. Fir dat ma Undeel kreien und enger Ewschaft mat allen dees du erwählt tues. Mat der Helger Jungfrau Maria, der Gottesmam, dem Helge Josef, mat dingen Aposteln am Märtyrer, a mat allen Heiligen, durch denen hiert gebiert, mir allzeit op den Höllef zielen können. Wir bitten dich, Herr, des Affer von unserer Versendung soll es Sege gehen für den Frieden auf ihr Teil von der ganzen Welt. Behit den Kirch, die nach NRW as, am erste stark am Gelaf aneinander lebt. Zusammen mit unserem Papst Franziskus, an unserem Bischof Jean-Claude, dem Weihbischof Leo, mit allen Bischöfen der Geistlichen, am ganzen Volk, das deint as. Guck op den Familien, die ist heute zusammengerufen ist, steh hierbei an allem, was sie umherzuet. An den Erbarmen, gute Pap, feier all den Kanner, die nach verspreht sind, bei dir zusammen. Denk auch an als verstorben Brüder und Schwestern, an nun all die an Dinger Gnot aus dieser Welt fortgegangen sind. Wir beten heute speziell für Lucien Ahren der Familie, Nick und Susan Korotz-Lorich, Pierre und Eugenie Mangen-Durch, Mariette und Jos Rausch-Bösen, Stiftung Leonie und Josie Fischer. An Dinger Gnot tun sie ob an dein Reich. Du hoffen wir eis Martine für immer an Dinger Herrlichkeit zu freien, durch unseren Herr Jesus Christus, durch den du der Welt all Gutes schenkst. Weil durch ihn am Mattim an anhim, dir allmächtige Pap, an der Einheit vom Heiligen Geist, all Herrlichkeit an Eier, elo an immer an ewig. Amen. Und lo will wir zusammen so beten, wie Jesus Christus selber eiset gelehrt hat. Eise Pap am Himmel, dein Sief gehelligt, dein Reich soll kommen, dein Will soll geschehen, wie am Himmel, so auf der Erde. Geweis haut als täglich Brot, verzeih uns als Schuld, wie mir auch denen verzeihen, die an unserer Schuld sind. Feier eis nicht an Versuchung, mir mach eis frei vom Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater von allen Bösen, und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich, Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Mit deinem Geist. Oh
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Es wird in ihm zur Quelle, deren Wasser ins ewige Leben sprudelt, so spricht der Herr. Lasset uns beten. Herr und Gott, du hast uns mit dem Brot des Himmels gesättigt und uns in dieser Speise ein Unterpfand dessen gegeben, was unseren Augen noch verborgen ist. Lass in unserem Leben sichtbar werden, was wir im Sakrament empfangen haben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden.
Wir hun d'Eucharistie gefeiert mat der christlicher Gemeinschaft zu Meertat. Den nächste Sonntag halle Fasten iwwer Dromat Mass aus dem Oratoire Saint-Jean-Paul II Belval. An lo schalte mat zrick an den Studio.
Tschüss.